Stängelsellerie-Pasta nach Art von der Patricia. Ich wünsche dir einen guten. Heute Morgen frisch aus dem Garten geholt, den Stangensellerie. Bei mir aus dem Coop-Garten quasi, oder Migros-Garten. Man kann auch posten, so Stangensellerie, genau. Am besten mit ganz viel Grün, die verwenden wir auch. Okay. Das ist absichtlich so. Was So auf braucht- der Liste gewesen. Was nehmen wir sonst noch? Nehmen wir Pasta, oder natürlich. Gehackte Tomaten, Olivenöl, Parmigiano am Schluss und verschiedene ständige Gewürze, unter anderem das Herdöpfelgewürz. Der Zufall. Ich freue mich drauf. Ja. Kannst du da bleiben? Ich habe gehört, dass du nicht allein kommst. Nein, heute ist etwas ganz Spezielles, aber sehen wir Deine nachher. Überraschung. Ich weiß es schon, du noch nicht. Tschüss. Ciao. Sellerie habe ich natürlich gut gespült vorher. Lassen wir weg, die Blätter, die nicht mehr so schön sind, aber das andere verwenden wir. Das ist ganz wichtig, die kommen am Schluss in die Pfanne und es gibt schöne Farbe und noch mehr Geschmack. Sellerie, ich schneide die so kleiner, nur weil sie sehr lang gehen, bis sie wirklich kochen. Und meine hier sind richtig knackig. Da, wo sie dicker sind, mache ich natürlich mehrere Streifen und habe nachher irgendwie so, wie groß ist das? Halb Zentimeter vielleicht, so. Würfeli. Schneiden wir schön. Müssen nicht alle genau gleich sein. Blätter lasse ich bei Zeit, das gebe ich nachher separat. Sellerie sind schön geschnitten in so mehr oder weniger regelmäßige Würfeli. Und das Grüne von der Sellerie habe ich auch geschnitten hier, möglichst fein. Man will nachher auch nicht auf die Blätter beißen, aber man will den Geschmack spüren. Das Wasser für die Nudeln schalte ich schon mal ein. Ich fange aber auch schon mit der Sellerie an. Die brauchen ein bisschen länger als normal bei uns. Dann mache ich wieder Olivenöl rein. Dann machen wir gefriergetrockneten Knoblauch. So viel, wie man gern hat, aber nicht zu viel. Sie sind super konzentriert. Also jetzt fängt an, so Farbe anzunehmen. Dann kann ich sogar ein bisschen runter hier mit der Hitze. Und jetzt mache ich nur Sellerie, noch nicht die Blätter. Alles umrühren, bevor das Knoblauch schwarz wird. Weil wenn der Knoblauch anbrennt, dann wird es auch bitter und das wollen wir nicht. Ich mache jetzt schon ein bisschen Pizzapasta-Gewürz. Dann riecht schon wieder besser. Und wir machen ja eine Soße, nehmen wir auch noch gehackte Tomaten dazu. Oder eben frische Tomaten, wenn man ganz gute frische Tomaten hat. Ich rühre nur so lang, bis hier überall Tomatensauce ist und keine Stangen Sellerie so am Rand einsam klebt. Kann ich ein bisschen runter mit der Hitze und Deckel drauflegen. Jetzt kocht das Wasser. Wir machen unser Salz, Herdöpfel, Gewürz rein. Ich mache kein Öl im Wasser, weil das die Soße besonders in den Nudeln haftet. Ich muss das aber rühren, wo überall klebt. Die Nudeln sind am Kochen. Sellerie auch. Es ist jetzt langsam Zeit für die Blätter. Ich habe sie probiert, sie sind noch sehr bissfest. Und siehst, es gibt gerade mehr Farbe. Und ich decke nochmal zu. Es ist schön heiß da und es sieht gut aus. Also, da war ich in der Zwischenzeit. Wir nehmen ein bisschen von dem Kochwasser hier. Das gibt so eine Sämigkeit in diese Soße. Und noch ein bisschen Herdöpfel gewürzt, oder? Also, Nudeln sind jetzt schön al dente. Die tropfe ich ab, bevor die hier in die Soße kommen. Die abgetropften Nudeln mache ich da in die Pfanne. Und dann müssen wir nur schön rühren. Ich lasse die extra noch ein bisschen hier weiter köcheln. Dann können sie auch du. Dann kann man eben schön überall Soße hier haben. Farbig sieht es aus, es riecht fein hier. Und bald können wir probieren. Es ist gut, dass ich ein bisschen mehr im Teller mache. Komm, Du, ich habe jemanden mitgebracht. Sehr Vero, du darfst schön. vorausgehen, schau mal. Sehr schön, jetzt darf ich dich doch hier sehen. Hoi. Danke für die So Einladung. schön, komm näher. So schön. Wir haben das erste Mal einen Gast da. Etwas ganz komm, Neues. Willst du dich auch probieren, oder? Ja klar, ich bin gespannt. Da. So farbig, Da. und so gut. Wie ich immer gesagt habe, wenn ihr unten schön kommentiert, liket, lade ich euch irgendwann in die Kochshow ein. Heute haben wir die Vero da. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Käse Ich auch mache ein den bisschen, Käse hier, ja. Machen wir so schöne, Schau lange. mal, so wird er gemacht. Ja, genau. Das sieht mal ein bisschen anders aus, oder? Weil es ist ja so, dass ich immer sage, du stehst, du sagst immer, es ist gut. Dann sagt ja, da kannst du mal schauen, wie gut das da ist. Soll ich mal aufhören mit der Käse? Und sie hat immer unterkommentiert und ich wusste nicht, wer sie ist. Ja, Jetzt, ich warte sogar. fein. Fein? Wirklich. Wirklich. Wir haben hier unabhängige Testerin. Aber wir dürfen schon auch probieren. Ja, jetzt habe ich verstanden. Schau mal, sie ist alles fertig. Vero, schön bist du da. Ich wünsche euch einen guten. Patricia, danke fürs Kochen. Aber nicht letzte zum Danke. ersten. Erste, nicht letzte, ja? Kommen noch einmal zu probieren. Ach so, mhm. Sehr schön. Sehr fein. Sehr schön. Also vielen Dank fürs Dabeisein. Dir sowieso vielen Dank. So schön. Danke Anders. auch. Danke. So. Wir Danke. sind Ja. ja schauen.
Genau. Und bis nächstes Mal. Ja, Machen bis wir. nächstes Mal. Wenn ihr möchtet dabei sein, unten kommentieren, liken, teilen und dann geht es auch wieder weiter und plötzlich steht ihr da am Küchentisch. Ciao miteinander. Ciao, Habt einen ciao. wunderschönen Tag. Danke, bis Tschüss. nächstes Mal.